Also manchmal bin ich wirklich dümmer als die Polizei erlaubt. Und die erlaubt mittlerweile einiges. Willkommen zurück zu Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Und ja, es geht um Folgendes. Es ist ein bisschen peinlich. Ist mir aufgefallen, letztes Mal nochmal angeguckt habe. Und jetzt hier draufstehe. Ups. Muss ich was richtig machen. So. Ich war einfach nicht lang genug drauf. Weil, wenn ich jetzt nur ein bisschen drauf bin, fährt die Plattform da unten einfach runter. Okay. Da vorne passiert zuerst nichts, wenn du aber einfach mal drauf bleibst und wartest. Tada! Cool, war? Kommt die Säcke einfach runter. Also die Vorrichtungen, um da halt was anzuzünden, was ich zwar ein bisschen seltsam finde, ist, dass ich nicht sofort so machen kann. Ich meine, die sind ja eigentlich drin. Aber nee, so klappt's nicht. Also du sagst das Spiel einfach so, nee, das soll nicht funktionieren. Das krieg ich nicht mehr raus, okay. Da haben wir schon richtig drin, oder? Naja, also. Egal. Das ist das eine. Das andere ist das Ding hier oben. Wo ich angemerkt habe, irgendwie klappt das nicht, ist vielleicht zu leicht einfach. Ich meine, naja, ich kann auch mal irgendwas hier ablegen zum Beispiel. Ja. So natürlich auch. Sag mal. Wie der letzte Mensch oder der erste Mensch, je nachdem. Plötzlich wird es schwer genug. Oh Mann, ey. Gut. Man kann es natürlich so machen. Ich will es so aber nicht machen, ehrlich gesagt. Ich mache es lieber anders. Ein bisschen Trick 17 quasi, das was ich in der letzten Folge eigentlich schon angesprochen hatte. So. Mächtiger Konstruktbogen, 24. Was haben wir so? Wir haben hier noch, das sind so Naniumbogen. 25, 24 und noch so ein Ding, komm. Ja, sehr schön, da lacht das Herz. So. Und wieder raus hier. Okay, dann haben wir das gelöst. Jetzt muss ich natürlich die Dinger da irgendwie anzünden. Die Frage ist rein theoretisch. Könnte ich das mit der Zeitumkehr lösen? Als Beispiel, machen wir den hier vorne. Soll ich einfach sagen, okay, ich stelle dich einfach mal hier mitten auf dem Weg. So, jetzt geht der runter. Die Dinger kommen runtergesegelt, wenn ich jetzt da was sage. Sisyphus-Arbeit irgendwie. Der ist falsch. Ah, du musst noch höher. Stimmt, der macht Sinn. Obwohl, warte mal. Der springt immer ein bisschen hoch, wa? Nee. Hä? Ja gut, ich meine... Schwerkraft ist incoming. Sehr seltsam, das so machen sollte.
Aber jetzt natürlich wieder runterfällt. Wobei, spielt er jetzt keine Rolle. Also spielt eigentlich keine Rolle. Brennt jetzt da oben oder was? Ich glaube schon, war zumindest irgendwie leuchtet da was. Ja, aber es sieht gut aus. Es ist, also wirklich, das ist, also wenn das die Lösung sein soll. Also irgendwie einen anderen Gegenstand hier, um das, naja. Damit die Fackel ein bisschen höher kommt, wäre es ganz schön gewesen. Aber okay, warte mal. Ich mache den lieber ein bisschen mittiger. Sehr creepy. Jetzt sehe ich ihn halt gerade nicht. Das ist ja wirklich eine Sisyphus-Arbeit sondergleichen. Ja, Hauptsache es funktioniert. Alles andere geht mir erstmal am Arsch vorbei. So. Dann gucken. Eine Wischkonsum irgendwie. Ja, das sieht gut aus. Schon krass, wie weit diese Zeitumkehr reicht. So. Haben wir es endlich, Freunde. Und der Schrein in der Oase ist damit auch abgefertigt. Welli well. Das Segenslicht. 3 Stück. Mögest du Erfolg haben auf deinen weiteren Wege. Vielen Dank auch. Ich frage mich immer, wer steckt eigentlich hinter diesen Skulpturen dort, weil... Oh, ich friere. Weil irgendwie kann man sich irgendwie nicht so richtig vorstellen, dass wirklich jemand drin steht und der ganze darauf wartet, dass wir irgendwie die Schreine meistern und aha, du hast einen Schrein gemeistert, cool. Das kann ich dir meine Botschaft vermitteln und bin danach erlöst. Oder eben ist halt schon in höhere Sphären aufgestiegen und plötzlich so, übrigens, das ist ein Anruf für dich. Was? Oh, jemand hat einen Schein gemeistert. Ah, okay. Muss man natürlich erstmal beglückwünschen. So oder so ungefähr zumindest. Wir machen weiter. Immer heute. Also, ja, Entschuldigung. Richo müsste ich eigentlich holen, genau, aber ich habe noch eine Quest mit den Monumenten. Oh. Öffne die Türe, please. Please, please, please open the door, please. Sagen wir für Zeit? Okay. Und zwar das Ding, wo ich mich gewundert habe, von wegen, wieso können wir das nicht hin und her schieben? Haben wir gerade, weil noch nie hier drüben war. Geht das so? Hm. Ja, weil ich wüsste sonst, wie das funktionieren sollte. Wollte mich fragen, warum ich die Teile nicht zusammenschieben kann. Okay. Noch dieselbe Lektion wie das letzte Mal. Das verstehe wer will. Sava, Sava. Sava.
7 Kriegerinnen Schutz der Gerudo, die Geister im Land der Gerudo zu finden. Die 7 Kräfte. Geist, Können, Ausdauer, Wissen, Flug, Bewegung und Sanftmut. Knüpfen sich in einer Seele. Das heißt vielleicht der 8. Ihre Gerudo-Region zu finden. Das muss alles gewesen sein. Vielleicht ist die Kugel einer der Geister, in die Kräfte der 7 Kriegerinnen innewohnen. Tief im östlichen Bereich der Untergrundstadt stehen Staaten der 7 Kriegerinnen. Ja, waren wir schon. Können wir da die Kugel einsetzen? Das ist mal cooler. Geschafft? Ich dachte, ihr müsst jetzt das anderen machen. Macht sie das jetzt alleine? Da willst du irgendwelche Kugeln reinsetzen oder was? Die Schriften kennen wir noch. Die 7 Kräfte, die vereinen, die wiederum sind irgendwo in Gerudo zu finden. Das war doch in etwa so, oder? Der wahre Heldenmut. Ja, gut, die Frage ist halt, ob wir dann Patricia brauchen, damit sie uns sagen kann, ja übrigens, die Kugel ist dort, die andere ist da. Ich meine, 2, 3 Kugeln haben wir hier schon gesehen. Was natürlich machen könnte, wäre mal die mitnehmen und gucken, was passiert. Ah, diese Kugel. So ein Tomoe drauf, wa? Die hier. Sie passt perfekt? Naja. Verzwickte Lage. Ja, eben, von einer Kugel wissen wir, die andere, gute Frage. Aber okay, dann soll es, glaube ich, mal fürs Erste gewesen sein hier in Gerudo-Dorf. Das sind ja noch andere Quests, das ist aber da nicht. Ja, ein Schwalm. Vor allem, ja, keine Ahnung, wo ich einen Schwalbenbogen finden soll. Den Rest, ja, aber der Schwalbenbogen ist irgendwie tricky. Den können wir abschließen, da brauchen wir nochmal eine andere Geschichte. Landschaft der Dekoration, kein Plan, wie das funktionieren soll. Thoma-Dünen, ja, da kommen wir sowieso noch nicht hin. Solange der Sandsturm halt wütet. Das ist eine Quest für nachher. Das heißt, jetzt werden eigentlich wieder die Hauptquest dran. Ah ja, wir haben die Dinger noch. Eine Serenade für Käse, ja, ich muss ja noch hin. Da müssen wir auch machen. Also, Richu. Oh, das wieder. Ein Woi. Woi, Woi. Es ist ein Woi. Was hier unten? Nee. Also, von unserer Seite her, soweit ja alles klar. Ich hoffe nur, dass Richu noch irgendwo hier ist. Wo kommen wir raus? Ah, Schwein gehabt. Ein Gegner? Nein, ich bin's nur. Der hat ihn aufgebrochen. Okay, sie ist schon da. Perfekt. Ja, das Licht war ja ich. Dann gehe ich nochmal hoch. Es ist nachts, das heißt, wir werden sowieso gleich ein bisschen frieren. Oh, kommt was runter? Ah, was runtergeflogen. Oh, Kälte, wie sehr ich dich vermisse. Diesen heißen Zeiten wäre ein bisschen Kälte gar nicht mal so schlecht. Die
Komm doch irgendwie hoch. So. Jetzt aber. Tulin? Tulin! Sehe sie gar nicht. Das ist schon in der Mitte. Mitte hier natürlich, oder? Das ist so ein Gyptones oder was? Nee, aber sonst was? Hä? Bitte weiter eigentlich. So, da kein Ziel festgelegt. Hey, willst du mir jetzt verarschen? Da vorne könnte es sein, wa? Ja, okay. Zelda? Die richtig oder unfähig? Link! Hast du gesehen, Link? Da ist Zelda. Ja, nicht mehr. Jetzt ist sie nicht mehr da. Schon ein bisschen creepy. Sieht schön aus. Da wieder so Sonau-Symbole drauf. Wir haben jetzt schon zweimal feindliche Zelda gesehen. Das kann doch kein Zufall sein. Doch jetzt gibt es erstmal Wichtigeres zu tun, als darüber nachzurübeln. Du hast das Rätsel des Wandbilds gelöst und die Säulen aktiviert. Wirklich beeindruckend, Link. Tja, gekonnt ist gekonnt. Dem Wandbild war von einem Stein der Blitze zu lesen. Soll er aufschießen oder was? Oha. Richus Macht über die Blitze. Sobald Richu ihre Aura entfaltet, kannst du sie auf dein Signal in einen Blitzangriff durchführen lassen. Ja, das was Urbosa ja auch konnte. Nur ist sie ein bisschen anders gelöst mit Umsetzung. Weil Urbosa, da konnten wir die Macht ja selber nutzen. Richu, alles klar. Achso, nee. Aber interessant, dass der Tempel hier erst erscheint, nachdem wir ihn überhaupt, also dass wir ihn quasi aktivieren mussten. Weil die Himmelsache von den Orni, die ist ja einfach so erschienen, nachdem der Kataklysmus ausgebrochen ist. Aber hier natürlich haben wir wieder ein eigenes Problem, also da irgendwie so ein eigenes Bossviech. Was soll denn so ein Boss bei Gyptos sein? Donnertempel, auf dem Wandbild dargestellter Ort. Okay, kein Wüstentempel, kein Geistertempel. Wie man das früheren Zelda-Spielen aus der Gerudo-Wüste kennt. Sehr gut, muss man sagen.
Erstmal die kleineren. Wie macht man das überhaupt? Einfach so Blitze einsetzen. Reiniger des Donnertempels, gibt der König. Was war's? Kampf ist jetzt schon? Okay, krass. Siehst du, Link? Hier ist der Ursprung des Sturms. Dieses Ding ist dafür verantwortlich. Los, setzen wir dem Schrecken ein Ende. Liebend gerne. Das ist die Anführerin der Gyptos. Oh, sie noch ordentlich ab. Auf geht's. Sie ist weiß geworden. Reagiert sie etwa genau wie die Gyptos? Sie ist geschwächt. Jetzt sollten deine Angriffe Wirkung sein. Ich sehe nix. Dieser Sand. Man sieht fast nichts mehr. Vorsichtig. Ich dachte, versuch's einfach mal, wa? Ah, der Farbe geworden, wa? Oder? Das ist ja gar nichts. Wieso geht die eigentlich auf mich los, wenn man fragen darf? Blitze, sammelt euch. Nein! Oh, stärker ist gegen das Vieh. Hm. Ja, ist doch erst die Hälfte. Jetzt haut die einfach ab. Ah, sie ist noch richtig in der Spitze geflohen. Um ihr zu folgen, müssen wir im Gebäude einen Weg nach oben finden. Link, lass uns rausfinden, wie wir reinkommen. Eine Idee? Auf geht's. Ist leider eine blöde Idee, aber das könnte vielleicht funktionieren. Oh. Nein, Rich, was machst du da? Lass uns doch erstmal helfen. Richu hat eine Macht. Richu. Also, ich meine, es geht natürlich auch ohne, aber... So. Und schon ein paar weniger. Ich sehe gerade extreme Hitze. Das ist nicht gut. Was so irgendwie aber Sinn macht. Also, ich habe gemerkt, ich habe falsche Hose angehabt. Super. Oh, gar kein Bogen mehr. No Bow, no Bow. Wollen wir ein bisschen was Stärkeres nutzen?
Okay, eben. Feuerwerk dauert, das hatten wir schon. Wo ist eigentlich Richu hin? Richu, I need your power. So. Alter, das wird's noch heißer. Willst du mir verkackeiern? Jo, das war's. Ja, dann ran die gute Stube, war. Ah, hier ist auch wieder ein bisschen angenehmer. Sehr gut. Donnertempel. Ich nehme an, wir müssen hier wieder viel mit Spiegeln und so machen. Wäre also meine Intention. Flammenwerfer. Wird wohl hier gebraucht, wa? Krogwedelfächer. Okay. Feuer zu entfachen wohl. Ah, nee, für die Dinger hier. Yes, so soll das hier funktionieren. Ja, ich könnte es natürlich machen und irgendwie so eine Waffe so hier lassen. Das wäre eine Idee. Natürlich nur temporär hier lassen, ne, ist klar. Aber gut zu wissen, so ein Krogfächer. Krogwedelfächer, das sehr gut funktioniert. Bin natürlich auch gespannt, ob jetzt dafür na krass, wegwerfen kann ich ja nicht. Ich kann nur wedeln. So. Wie krass, also wie groß eigentlich der Tempel hier wäre. Weil wir erinnern uns, die Himmelsache war eher ein bisschen kurz. Also kurz. Eher ein bisschen klein von dem, was wir erreichen konnten. Oh. Nee, das Teil ist ein bisschen größer. Lecco mio. U1 EG. Obwohl, ein bisschen größer. Naja. So viele Stockwerke, wenn halt jedes Mal irgendwie nur ein Ding ist. Ein Raum, also hier wird wohl der Bossfight nochmal weitergehen. Aber natürlich auch cool, dass man so einen Bossfight jetzt in 2 Phasen hat, die direkt Angriff hat zu Beginn, vor dem Tempel. Ich meine, wann hattest du das schon mal, dass du gegen einen Boss gecatcht hast, bevor du den Tempel gemacht hast? Ich glaub's so gut wie nie. Okay, ich gerade, ob noch irgendwas hier wäre. Eins vor allem, ey. Eieiei. Eingang zum Donnertempel. Ah, er ist da. Dann machen wir uns mal auf in den Donnertempel. Coole Musik, by the way. Okay, dann bin ich jetzt im U1. Heißt das... Das dann vom U1 her... Okay. Also mache ich ja im Prinzip erstmal einen Spießrutenlauf. Aber schon im Kreis und bin dann hier. Direkt wieder. Okay. Scheiße dunkel hier, wa? Weil wir haben überall Licht, also insofern. Und ich habe ja zur Not noch ein paar Dinger hier, Funkelfrüchte. Oder Leuchtsamen, besser gesagt. Die klappen ja auch hier. Wunderprächtig. Okay, also gibt da. Müssen wir da durch? Eigentlich nicht, das heißt, ich kann jetzt schon mal platt machen.
Jetzt kann ich wieder einen schwächeren Bogen nehmen. Einen der schwächeren Bögen. Oder wisst ihr was? Nee, komm. Ich lasse einen stärkeren, aber nehme mal den hier, weil finde ich eh kacke. Dann gucken wir mal, was es hier so gibt. Ein Topaz. Ja gut, was auch sonst, wa? Ja, die Königin hat mir echt noch ziemlich was abgezogen, wa? Also gefühlt war die stärker als der erste Boss. Haben wir halt, ob die mitskalieren. Das könnte doch sein, wa? Ein Guru Zweihänder, ja, wie natürlich keinen Platz in der Waffentasche. Ich hätte echt diese scheiß Grimmy-Gotterklingen zu Hause lassen sollen. Warum habe ich die nur dabei? Wobei, ja, ist natürlich ein Zweihänder, von dem her eigentlich cool, aber ist auch ein zerfressener Zweihänder. Und Zweihänder-Waffen habe ich eigentlich noch genug, insofern. Oh nein, 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 nein. Ich bin nicht Gummi isoliert. Ja, genau, das meinte ich. Elektroflederbeißerflügel. Schön, einmal runtergefallen, war. Ich bin aber eben noch U1. Okay, jetzt schon könnte ich irgendwie U2 oder so. Ein Gerudo-Mess natürlich auch zerfressen, okay. Also ich meine, da hochkommen ist kein Problem, wir haben ja... Ah, okay, das ist das Ding. Wir haben noch einen Deckensprung, also mein Gott. Ups. Ne, ich komme von hier. Okay. Oh. Die Flammen sind im Weg. Da ist noch viel mehr im Weg, wenn du mich fragst. Na komm, ich helfe mal ganz kurz. Achso, das ist meine. Die Flammen sind im Weg, sagt sie. Ja, da ist was Wahres dran. Kann ich mir hier was bauen? Haben wir jetzt tatsächlich gerade unterirdisch durch? Nee, kann ich mir gar nicht vorstellen. Ich meine, ich habe hier diverses, das stimmt schon, aber das kriege ich nicht hoch. Da komme ich auch nicht weiter. Oh, cool, klappt sogar. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Leider nicht, wa? Leider nicht. Ich muss noch ein bisschen höher. Ich glaube, soll ich so sein soll. Weil ich frage mich gerade, wie ich es sonst machen soll. Ich meine, ich komme schon durch. Okay, nevermind. Ich wollte es eigentlich abdecken, damit sie durchkommt. Hast du das Feuer gelöscht? Jetzt kann ich weiter. Jo, hab ich. Ist noch so dunkel hier. Aber ein bisschen was sehe ich. Die Frage ist halt, seht ihr auf YouTube auch etwas? Das weiß ich halt gar nicht.
der Witz ist rein, er kann jetzt den ganzen Deckensprung machen. Ja, eben kann die ganze Zeit hier hoch. Aber bringt mir nichts, weil ich will ja auch wissen, was hier eigentlich Jetzt passiert. auch noch Feuerkugeln? Da komme ich erstmal nicht weiter. Ja, also, ne. Ein schöner Weg zurück, Kumpel. Oh, das ist eine scheiß Idee. Jetzt muss man wieder was futtern. Mit Sonnenschutzfaktor? Nö, aktuell nicht. Bisschen mit Power, Eispower vor allem. Abwehr, ja, ist noch zu früh. Schwimmtempo kann ich mir auch sparen. Ne, nicht schon irgendwas Richtiges kam. Aber noch irgendwie so Dinger. Max-Heilung plus 1 Herz. Plus 3 Herze. Ja, plus 1 Herz. Die Kugeln werden aufgehalten. Gut, ich bin gleich bei dir, Link. Das ist wunderbar. Und wisst ihr, wo wir sind, Freunde? Am Ende der Folge. Richu, kommst du? Richu? Okay. Nur, dass nicht irgendwas passiert. Ja, wir sind hier munterflockig dabei. Auf dem Weg durch den Tempel. Ab und zu beginnen so ein paar Gyptos. Okay. Ich glaube, ich halt hier EG1 und dann 2. Also ich glaube, der Tempel selber ist auch nicht so groß. Das könnte sein. Den sogar in der nächsten Folge schon durchhaben. Aber ja, mal gucken. Ja, bin natürlich noch ein bisschen zu früh dafür. Diesen Glanz ausstrahlen, war. Los geht's! Ja, ja. Und Tuli natürlich auch mit dabei. Richu, wohl offenbar die Weise des Donners, wenn schon der Tempel so heißt. Weil eben ist kein Wüstentempel oder Göttertempel. Nee, es ist der Donnertempel. Höchst interessant. In diesem Sinne, danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Zurück bei Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Bye, bye.